Ein junger Mann kommt noch in die Arbeitsstelle und er fragt nach Arbeit. Der Angestellte bei der Arbeit, der sieht dort, er ist stark, und er sieht einen guten Arbeiter und er nimmt ihn an. Der erste Tag, wo das junge Mann Bäume aufhaken hat, hat er einen Teil Bäume aufgehakt. Der zweite Tag, wo der Bäume aufhaken hat, hat er lang nicht so viel. Und der dritte Tag, dann hat er sehr wenig Bäume aufgehakt. Und der Angestellte kommt daheim und er fragt, was passiert? Warum die erste Tag ein Teil weniger und von der noch viel weniger? Wann ist das letzte Mal, wo du deine Axt geschwappt hast? Und das junge Mann sagt, ich habe meine Axt noch nicht einmal geschwappt. Dort ist der Fehler. Dort ist das Problem, sagt der Angestellte. Deine Axt macht geschwappt. Du strengst die Säue an. Du tust eine gute Arbeit. Aber deine Axt ist nicht schwapp und das hält wenig, was du tust. Das Selbe passiert vielmals in uns Leben. Wir tun sehr viel Arbeit. Strengen uns an, halten hier, halten da, halten meine Chork. Tun unsere Arbeit gut, was die Wirt will haben. Tun unsere Arbeit gut, man an sich hängen. Wir strengen uns sehr an, aber das hat wenig Erfolg. Warum? So viel Mal sind wir so bekümmert, mit all unserer Arbeit zu tun, dass wir vergessen, unsere Axt zu schwappen. Uns jährliches Leben. Wir nehmen nicht Zeit zum Bibellesen, wir nehmen nicht Zeit zum Beten, wir nehmen nicht Zeit mit Gott in Gemeinschaft sein. Und unser jährliches Leben wird schwach, das wird stamp. Und wir strengen uns sehr an. Wir probieren viel Gutes zu tun und viele Menschen zu halten. Aber das fällt sich so, das hält nicht. Wenn das jährliche Leben ist stamp. Wir nehmen uns nicht Zeit für uns in Gott. So sei nicht Zeit nimmt in der Axt schwappen. 2. Chronik, Kapitel 15, Vers 2, sagt Gott, wenn jemand mit mir sein, wollt mit Jens sein. Wenn jemand nur drin, dann wollt mir Finger lassen. Aber wenn jemand von mir weich bleiben, wollt von Jens weich bleiben. Liebe Freunde, wenn wir Zeit nehmen, dass wir unsere Axt schwappen, uns jährliches Leben schwapp halten, dass wir können in der Welt, wo so viel Arbeit viel zu tun, einen Unterschied merken. Dass das was hilft. Und die Anstrengung, was wir tun, dass das ab ihrem was hilft. Und dass das nicht Anstrengung ist, was bloß Verdammtheit ist. Dass wir sehr schaffen und nicht erreichen. Möge Gott uns halten. Und möge wir uns tun, dass wir uns jährliches Leben in Ordnung haben, Zeit nehmen für Gott, zum Anbeten, zum Loben und Preisen, und uns jährliches Leben kann scharf sein, dass es kann eine gute Arbeit tun. Und das, was wir in dieser Welt tun, dass es nicht bloß eine Anstrengung ist für Verdammtheit, dass es eine Sache ist, wo ein Unterschied merkt, was Gutes tut. Gottes Segen.